Ja, Freunde, so schnell kann es gehen und man hat einen Fehler gemacht. Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Ja, Fehler gemacht insofern. Ich hatte ursprünglich schon Part 39 ursprünglich gelöscht. Dachte, ich hätte gar nicht irgendwie aufgenommen gehabt oder so, keine Ahnung. Und ja, dann halt irgendwie aufnehmen wieder und dachte mir, ja, wie es halt so ist normalerweise, dass du halt einfach da weiterzockst, wo du zuvor aufgehört hast. Und hab dann erst im Nachhinein gemerkt, dass ich ja bereits Part 40 und so weiter und so fort aufgenommen hatte. Deswegen hier auch die weiteren Duelle, die bereits freigespielt sind. Sprich, ihr habt ursprünglich einen Part 39, wo es um die beiden Duelle gibt, aus Versehen gelöscht. Und das holen wir jetzt kurz nach. So, nun damit ihr euch dann wundert, wieso da plötzlich irgendwie weiter Duelle stehen und so, das ist tatsächlich deswegen. So. Das mit Sartorius, Lichtzerstörung, geil. Genau. Aber das dann nochmal schnell. Ist von dem her zum Glück jetzt hier nicht so tragisch, weil ja, es ist ja nicht irgendwie, dass die Story automatisch speichert und man alles von vorne machen müsste oder erklären müsste, hey, aus dem und dem Grund fehlt jetzt hier was. Nee, wir zeigen es einfach nochmal nach. Also insofern, ich hätte sogar gar nichts sagen müssen, vielleicht wäre es gar nicht aufgefallen. nee. So, mal gucken, was habe ich jetzt so schön auf der Karte für Tötes Begräbnis? Ja, komm. Ganz kurz gucken, ich habe gerade überlegt, ob ich Necroshade auf dem Friedhof legen kann. Ja, seht ihr, geht doch. Also könnt theoretisch nachher Neos von der Hand aus rufen. Neo Weltraumbewohner ablegen. Nee, warum? Bringt mir nichts. Necroshade hingegen, der bringt was. Glomos, ja, Ja, komm. Ich ruf mal Neo-Weltraum Glomos. Weil die Chance irgendwie, sag ich jetzt mal. Die Chance ist jetzt irgendwie, wenn ich jetzt Neos gerufen hätte und damit eins Herz ausgestattet hätten, so, dass es bis nächsten Zug überleben würde, garantiert. Ich weiß nicht so genau. Oh, danke. Deswegen lieber so, mal gucken, was passiert. Oh, der Kaiser. Kopf wurde ausgewählt, ja, und jetzt? Pech, war? Nix gewesen in den Späßen, Freundchen. Okay, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann, dank Necroshades Effekt, rufen wir Elemental Neos. Es wäre so eine Option, direkt hier Ding zu rufen. Das Problem ist aber, das wissen wir, dass wenn ich jetzt das machen würde, wenn ich jetzt Glow Neos rufen würde, hier ist er ja. Man hat am Schluss zurück ins Extra-Deck und meine Monster dafür, die ich benutzt hätte, wandern sowieso ins Deck zurück. Wäre also doof. Diese Karte, ja eben, wenn ihr, vor allem, da geht es darum, ich könnte jetzt, wenn es eine andere Karte zerstören würde, Monster, diese Karte kann in diesem Spielzug nicht angreifen. Bringt mir also gar nichts. Weil ich will ja angreifen mit Neos, Also insofern, ich würde trotzdem mal sagen, ich kann Glomos noch behalten. Ja, komm. Und Neos greift an. So, Glomos. Beim direkten Angriff müssen den Effekt ja auch aktivieren. Oh. So nervig, ey. Ich hatte irgendwie auf den Zauber gehofft. Ja, wobei Falle. Ja, stimmt, eigentlich bringt es gar nichts. Ich hätte Glomos direkt so gut von Beginn weg in den Verteidigungsmodus setzen können. Wäre vielleicht klüger gewesen. Egal. Oh oh. Den Chance kennen wir doch. Ja gut, ich habe Grand Mole und Oberseele, also keine Sorge. Wenn er irgendwie einen ganz üblen Scheiß bringt, das kriegen wir hin. Aber hat er jetzt den Schöpfer auf der Hand? Ja, hat er. Der Herrscher, sorry.
Der helle Herrscher, so helle bist du gar nicht. Haha! Glomos, du bist besser als ich dachte. Respekt, Kumpel. So einiger Not drauf, komm. Aber irgendwie ein anderes Monster. Vielleicht sogar einen weiteren Elementarhelden. Wäre gar nicht mal so schlecht. So einen weiteren Neo. So. Dann gucken wir doch jetzt mal. Nö. Kann normal schon gesetzt werden. Wenn das Spielzug von ewigen Spielers wird die oder der diese Karte als Ziel wählt. Das kann vielleicht genannt Anton, sagt jedenfalls, du dies tust, zerstöre sie oder es. Das ist hässlich. Jetzt überlege ich gerade. Soll ich Grand Mole rufen? Mit Grand Mole greift er den Herrscher an. Er würde seinen Effekt aktivieren. Weil ich ihn als Ziel wähle. Aber Grand Mole kehrte vorher auf meine Hand zurück. Zumindest gerade überlegen. Warte mal. Nee, ich sag's mal anders. Angenommen, er sagt dann, gut, ich aktiviere den Effekt nicht, dann würden der helle Herrscher und Grand Mole zurück auf unsere Hände gehen. So, erster Fall. Der zweite Fall wäre, dass er sagt, nee, er will den Effekt negieren, was er kann. Würde er schon mal 1000 Angriffspunkte verlieren. Er kann sofort mehrmals aktivieren. Würde eben Grand Mole auf meine Hand zurückkehren. Soweit, so gut. Ich überlege echt, wie ich das am besten mache. Ich könnte es auch so machen. Dann wäre... Ja, vielleicht wird ein Grand Mole zerstört werden. Oder Grand Mole wäre bereits auf meiner Hand. Es wird deswegen nicht zerstört werden. Ich glaube aber schon, dass Grand Mole, wenn ich so einen Effekt aktiviere, würde er einschalten und sagen, ey, das geht nicht, zerstört Grand Mole, aber er verliert 1000 Angriffspunkte, weil es ja hier so steht. Dann könnte ich auch vorher Neos mit heiles Herz ausrüsten. Er könnte den hellen Herrscher angreifen und zerstören, wenn sie natürlich beide gegenseitig zerstören. Aber wäre schon mal weg, das wäre schon mal etwas. Dann hätte er natürlich von dem her Neos und Grand Mole verloren. Neos wäre nicht so ein Problem, weil ich noch Oberseele habe. Kann ich also Spezialbeschwörungen zurückholen. Nächsten Zug könnte ich dann auch Air Hummingbird rufen. Für eine Fusions- oder Kontaktbeschwörung, wer auch immer. Können sie, wenn sie nicht hinkriegen, mit Helden Gegenangriff den zweiten Neos rufen. Das wäre so die Idee und Glomos vielleicht zurück in die Verteidigungsposition bringen, falls der wieder angreifen würde. Oder die andere Variante wäre jetzt mal gucken, was haben wir sonst für Effekte noch. Etwas Cooles irgendwie. Mein Grand Neos. Können natürlich auch rufen, einfach Spielzug, du kannst ein Monster wählen, das Gegner kontrolliert. Bringt mir nichts, weil dann eben zerstört mein Monster, das heißt, ich habe gar nichts gebracht. Weil dann ist Neos und Grand Moles im Futsch, beziehungsweise zurück im Deck, weil ich ja die Fusion ausgeführt habe. Grand Neos geht kaputt durch den Effekt des arkanen Herrschers. Also ist auch doof. Glow Neos. Das ist die andere Frage. Oder rufe ich sogar, bin ich ganz crazy und sage mir, komm, arkaner Herrscher, du kannst mich mal. Ich wähle diese Karte, zerstöre sie mit Glow Neos. Also der Anfang, der wird bleiben. Also Grand Mole rufe, Arcane Macht X, der helle Herrscher, angreife. Die beiden, ja, Grand Mole wird zerstört, der Herrscher bleibt, aber verliert 1000 Angriffspunkte. Ich rufe Glow Neos, starte mit heißes Herz aus, zerstöre seinen Effekt die Zauberkarte und kann dann Sartorius direkt angreifen. Der helle Herrscher und Glow Neos hätten die gleichen Angriffspunkte. Nee, ist Quatsch, weil ich habe keinen Neo-Weltraum da, das heißt, meine Karte wird am Ende des Zugs zurück ins Fusionsdeck gehen, das wäre kacke. Weil ich theoretisch wieder Helden Gegengriff, ja, müsste die verdeckt setzen, hoffen, dass Air Hummingbird nicht gewählt wird. Nee, das ist auch kacke.
Oder mit Neos gar nicht mal Nakan macht Echsenhellen Herrscher angreifen, weil er hat dann 3000 Angriffspunkte, so wie Neos auch. Und dann greife ich mit Neos lieber ihn an. Das wäre auch eine Option. So, wie dem auch sei, trotz allem, die Idee zunächst ist mit Grand Mole zu gucken, dass ich jetzt da irgendwie das hinkriege. Guck mal einen an. Mann, ey, Glow Neo, so nervt's langsam. Oder habe ich jetzt das deswegen falsch interpretiert? Warte mal. Ah, ist nur zurück auf die Hand. Weil es war ja ein Effekt, wieso hat ihn jetzt nicht aktiviert? Stand da vielleicht im Kleingedruckten noch, dass irgendwie das nur dann aktiviert werden kann, wenn es ein Effekt ist, der Monster zerstört? Eigentlich nicht, oder? Weil Great Mode zerstört er nicht. Also insofern. Na egal, auf alle Fälle habe ich mein Feld jetzt noch Monstern fallen kann und er hat nichts mehr. Das ist sogar noch besser. Zu uns aktuell nur noch. Ah, den Magier abgelegt. Okay, gut, kann natürlich auch machen. Ja, wenn es wohl klar war, dann spam ich jetzt ein bisschen das hier. So, du gehst Verteidigungsposition, kein Bock mehr drauf. Heißes Herz. So. Jetzt dürfte die Strategie klar sein. Grand Mole räumt das Feld jeweils leer. Und Neos staubt ab. Eins hat ihn abgelegt, warte mal, mal ganz kurz gucken. Münze, bla bla. Nehmen wir ja Zahl. Während des Spiels des beliebigen Spielers, wenn eine Zauberfallenkarte und Monstereffekt aktiviert wird, die oder der diese Karte als Ziel wählt. Ja, als Ziel wählt. Es steht nicht, dass es irgendwie nur aktiviert werden kann, wenn das Ziel oder die Idee dahinter ist, dass irgendwie das zerstört wird oder so. Steht da gar nicht. Nö, okay, kein Plan. So, spielt doch keine Rolle, Freunde, denn wir haben ja Glow Neos. Was ist einmal pro Spielzug in einem Aim-Phase 1? Du kannst einen auf der Karte wählen, dann geht er kontrolliert, zum Beispiel Ziel. Genau, Zauber, in diesem Spielzug direkt angreifen. Genau, und das will ich jetzt machen. So. So, Sartorius perfekt ausgetrickst. Und vor allem ohne irgendwie einen Schaden bekommen zu haben. Krass geil. So, hätten wir das jetzt gemacht. Mach dich bereit für 132, okay. Da fehlen noch Zukunftsänderungen. Turnier dein Gewinner! Yeah, Chessman! Moment mal, mich hat er noch nicht besiegt. Das Turnier, ist wohl noch, das Turnier geht wohl auch noch weiter. Was ist der Preis im ersten Platz? Was willst du? Wenn ich gewinne, will ich im Slave Red Wohnheim aufgenommen werden. Hä? Ja, die kleine Blair. Die man ja aus dem Anime kennt. Aus dem Manga vielleicht auch, kein Plan. Hier aus dem Spiel, ja, von dem her noch nicht. Aber ist egal. Chess gegen Blair. Hoffentlich blärt sie nachher nicht. Versteht ihr, Blair? Ist ja egal. So. Chess. Jetzt hoffen wir, dass du irgendwie was Cooles hast. Erstmal Landformen spielen. Dann holen wir natürlich erstmal Charmaland. So, Instant Fusion. Das kann lange, fast zerstört. Bringt eigentlich nicht viel, wenn das machen würde. Ja, es kann man irgendwie einen Sinn dahinter. Ich verstehe noch gar nicht mehr. Als Opfer vielleicht nutzen? Nee, Defusionierung bringt auch nichts. Egal, erstmal freundliche Wohltat.
Ja, dann Fusionsturm mal weg. Dienstinfusion. Nee, nehmen wir lieber einen schwarzen Ochama. Dann spielen wir noch Topf der Gier. Machen wir zweimal Ochama Land. Sehr schön. So, mal noch den blauen Ochama so setzen. Mal gucken, was sie jetzt so macht, wa? So, Effekt Ocha-Magie. Decken zu. Ja, das Feld rufen wir mir eigentlich lieber. Position Beschwörung. Ah, das Kombi. Okay, eventuell eine andere Option. Das heißt, wir nehmen einmal Ocha-Magie und einmal noch einen blauen Ochama. Den grünen jetzt auch auf der Hand. Sehr schön. Dann kann ich ja eigentlich sogar den blauen so rufen. Ich habe hier Charmaland auf der im Spiel. Feld. So. So, nehme jetzt auch hier wieder mit Instant Fusion. Bringt mir nichts. Klar kann eine Fusion rufen, aber kann nicht benutzt werden. Ja, aber ist halt nur temporär. Angreifen kann ich mit denen ja nicht. Also ich irgendwie zwei Uchamas dann miteinander fusionieren würde, wa? Er könnte natürlich Instant Fusion nutzen und Ochama Ritter zu rufen. Und dann könnte theoretisch, wenn ich irgendwie Fusionstor auf dem Feld hätte, kann ich ihn jetzt zum Beispiel mit dem blauen Ochama wieder fusionieren und würde nochmal einen Ochama Ritter bekommen. Das wäre eine Option. Naja. Wem es gefällt, klar. So, jetzt haben wir mal einen roten Ochama, dank seinem geilen Effekt. Ganz kurz aufpassen, weil Ocha-Magie ist ja ein bisschen anders, wir müssen zuerst ablegen. Kann ich halt aktuell nicht, deswegen nehme ich jetzt nochmal einen schwarzen Ochama auf die Hand. So. Rote Ochama. Nach dem grünen kommt der schwarze. Was ich auch noch so sagen darf. Der schwarze Ochama. Der gelbe Ochama, der ein bisschen creepy aussieht, aber egal. Nochmal ein grüner Ochama, der einfach nur geil aussieht. So. Ist jetzt natürlich die Frage, lohnt sich deswegen jetzt hier extra, naja, Ochama Delta Hurricane zu spielen? Ich weiß nicht. Also ein Wähler kann 5000 Punkte Schaden machen, also so, Instant Fusion. Ja, klar kann man spielen, aber bringt dann nichts. Charmaland auch nicht. Ocha-Magie, ja, er kann es mal setzen. Vielleicht wird er zerstört, könnte ja sein. Oder könnt selber auf den Friedhof legen. Aktuell eher ein bisschen schwierig. So. Oh man, Chase hat eine Karten. Naja. Lea hatte offensichtlich auch nichts Neues mehr zu bieten und deswegen freuen ist das Duell hiermit gewonnen. Ich habe verloren, warum hänge ich immer hinterher? Der Gewinn des ersten Shakes-Turniers ist Chess Princeton.
Sehr schön. Und damit habe ich das endlich auch mal wieder hinter mich gebracht. Errungenschaft vor. Okay. Und die anderen Dinge, das sind ja die Duelle, die ja dann in Folgen 40 bis mit 42 folgen. Und dann mache ich dann nachher noch mit Part Nummer 43 weiter. Aber insofern haben wir die beiden jetzt nachgeholt. Auch alles geschafft, sehr gut. Und ich sage in der Hinsicht danke fürs Zusehen, danke fürs Verständnis vor allem. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Ciao zusammen.